Ich war gefragt für etwas zu sagen zu der sozialpolitischen Situation. Und da drängt sich einfach auch ab, wenn man guckt, was im Moment dabei vorgeht. Wenn wir von Sozialpolitik schwätzen, mengen wir vielleicht etwas anderes, was die Regierungen drin mengen. Ich habe ein bisschen die Impression, die Regierungen, wenn sie von Sozialpolitik schwätzen, da gingen sie mengen Sozialpolitik für gestrandete Aktionären. Weil dummer da beschäftigen sie sich hauptsächlich. Und wenn sie da für Sozialpolitik schwätzen, dann gehen sie dann gucken, wo können wir der Sozialpolitik bei den Sozialausgaben, wo können wir da Suen aufzwacken, für den Namen Aktionären zu beginnen. Und ich meine, dass darüber so als Gedanke sollen machen, Sozialpolitik nur die Wahlen. Weil ich meine, ich sage ganz klar, auch nur die Wahlen wird die Verdelung von innen nach oben weitergehen. Für was? Mal ganz einfach, weil die Zonen haben keine Alternative dazu haben. Es gibt keine Alternative am Kapitalismus für die herrschen zu dem, was sie im Moment machen. Und ich meine, ein gutes Beispiel, wo das sich illustriert, dass die Diskussion im Moment lebt, und ich meine, das ist schon dezidiert in Deutschland, für eine Bad Bank zu machen. Eine sogenannte Schlechtbank. Eine Bad Bank, die daran besteht, dass der Staat soll eine Bank gründen, für alle Götten, Giftverbayern an die wertlosen Aktien von denen andere Banken zu überholen. Zu einem Preis, den das 90% von dem Wert, auf den sie von irgendwelchen Experten sollen evaluiert gehen. Und Bad Bank soll die da verwalten, aber das Logik für so eine Bad Bank, sie wert darauf, dass die faulen Aktien, dass deren Menschen sollen nur Wert kriegen auf der Börse, das heißt, die ganze Zirkel von der Spekulation geht weiter. Aber wenn schief geht, Banken hier dem Staat, dann müssen Steuerzahler reich stehen. Das ist Logik von dem, wie im Moment Krisebewältigung gemerkt wird, wie sie Sozialpolitik gesehen für gestrandete Aktionären. Wenn gesagt wird, wenn es brennt, dann muss ich ihn löschen, dann ist das sicherlich richtig. Aber normalerweise, wenn es brennt, dann löscht ihn, dann gehört den Brandstifter raus. Hier gehen sie nicht rausgehalten, Brandstifter bleiben in der Macht. Und dafür sollen wir uns keine Illusionen machen, bei dem Niveau von der Sozialpolitik nur die Wahlen soll bei uns zukommen. Der nächste Punkt, den tatsächlich wird an Diskussion kommen, und ich meine, wir sollen klar und deutlich so, für das okay sieht, wir hatten nicht gesagt. Das sind alle Sozialausgaben, die der Staat möchte. 40 oder 47% vom Budget vom Staat sind so sogenannte Sozialtransferen. Summen, die ausgehen für irgendwelche Aktivitäten, die mit sozialer Aufsicherung oder sozialer Situation von den Leuten zu tun haben. Das ist ganz evident, dass sie nur die Wahlen nicht für drin werden über Sozialtransferen diskutieren, also dass das übertrieben ist, dass der Staat 40 bis 47% von den Suen darüber verdient und dass das müssen wir selektiv machen. Die Selektiv-Sozialpolitik, von der wir gewarnt haben, die wird recht kommen. Und zwar wegen massigerweise. Aber wenn man so Selektiv-Sozialpolitik, dann ist es nicht, dass jeder das kriegt, was er braucht. Das ist ein paar, die das Allernötigste kriegen, während die Großen der Leute für sich selber müssen sorgen. Nämlich wird es mit den Renten und Pensionen. Nicht nur mit Diskussionen über die Erhöhung vom Rentenalter, die wir hatten, auch mit der LSAP, wo sie bei diesem Druck auf ihren Kongress aus ihrem Programm rausgestrachen, sie wollten ein Rentenalter auf 40 effektiv Versicherungsjahren hier wollen. Aber wenn sie effektiv weggestrachen, sie mengen da noch immer. Und am CSV-Programm steht dran, und DP mengt es auch. Und ich gehe alle Wettmat an, dass denkt von den nächsten Diskussionen wird Sinn für den Rentenalter zu erhöhen. Aber wir vergessen auch nicht, was die GSS an einem Rapport, den immer gekriegt hat, aus der Deputierten geschrieben hat, nämlich dass besser wie für in Zukunft Pensionen auf ein relativ niedriges Niveau zu halten und das Recht aufzusichern durch Privatversicherungen. Da kommen man es keine Illusionen, auch bei den Krankenkassen werden ähnliche Diskussionen kommen, ein besseres Remboursement von Zähnen, von Prothesen, von anderen Sachen werden gehen an ihrer Optik über Privatversicherungen. Und dann werde ich skandalös fanden, wenn die Stadttext sieht, die Schuhmarsch gibt auf 7% gehen. Wir kriegen an den nächsten Monat mehr 4.000 bis 5.000 Schuhmere mehr. Dass dann nicht reagiert wird. Dass dann nicht reagiert wird, dann nicht massiv darüber geschwärzt wird. Wird alles geschwärzt, wird nicht darüber geschwärzt. Tripartit, die Haut soll zusammenkommen, dass nur Remenker verlöscht gehen. Ich meine nicht, ob 2 von den Wahlen. Ich meine nicht, weil sie da wollen, einen staatlichen Arbeitsplatzbeschaffungsplan machen. Ich meine, dass das für ein bisschen Tabalei von den Wahlen zu machen. Ob all die Frauen da, die bei uns zu werden kommen, versucht die ganz konkret Antworten zu geben.
Wir haben bei einer Pressekonferenz 4 gestern ein Direktprogramm 4 gestaltet, auf 5 Punkten, bei den Auszurasten von einem Direktprogramm an 10 Punkten, 10 Gründe für die Linke zu wählen. Die 5 Punkte beziehen sich auf Mindestlöhne, Arbeitsplätze erhalten, wo man Gesetzespropositionen gemacht und Interviewen hatte mit der Gewerkschaftssalariatskammer, Steuern auf Gewinner, massiven öffentlichen Wohnungsbau, Arbeitszeitverkürzung für den Produktivitätsgewinn entgegenzukommen und so weiter und so fort. Und all die sagen, das war nicht extra antikapitalistisch, ich meine, die irren sich. Ich meine, eine konsequente Sozialpolitik ist per defaut antikapitalistisch. Vorausgesetzt wird konsequent gemacht. Vorausgesetzt stellt die zentrale Frage, die sich am Kapitalismus stellt, nämlich die Verfügungsgewalt über den Reichtum. Wen dezidiert, was mit dem geschieht, was erschafft wird. Aber wenn die konsequent die Frage stellt und die an den Mittelpunkt stellt von der Sozialpolitik, dann ist es wohl eine antikapitalistische Frage. Froh vom Antikapitalismus stellt sich nicht recht dann, wenn man in einer revolutionären Situation sind. Ich meine, der hat man erkennen an diesem Jahrhundert. Und am letzten Jahrhundert, das ist lange hier, nämlich am Anfang des Jahrhunderts, noch Zweiten Weltkrieg, wo es so Situationen gibt. Man hatte 4 revolutionäre Situationen, das ist eine andere Situation. Eine revolutionäre Situation, die daran besteht, dass die herrschen, nicht mehr können herrschen, und dass die inne sind, nicht mehr wollen, dass es so weitergeht. So eine Situation hat man nicht. Mehr für auf die zu werden. Ihr seht, man mehr antikapitalistische Politik als falsch. Weil sonst gibt es das machen, was klassisch verhindert war von der Arbeitsbewegung, nämlich Trennung vom Maximalprogramm Sozialismus nur an Minimalprogramm haut etwas realistisch ist. Alles, was notwendig ist, muss realistisch sein. Und das ist die Zentralfrage als die von der Verfügungsgewalt, die wir müssen stellen über den geschaffenen Reichtum, den gesellschaftlichen Reichtum, auch durch Frage von mehr demokratischen Rechten an Machtbestimmung nicht am Sinn von gemeinsamer Krisebewältigung, für das die Banken immer gut geht, mit Machtbestimmung über das, was gesellschaftlich geschieht. Der 16. Mai waren 20, 17, 25.000 Leute an der Straße, weil du sich eigentlich positiv empfunden hast, wo sie drängen. Geht da wohl durch, für das Bewusstsein zu schaffen, was ihr braucht, für die mir weitgehend Fragen zu stellen, das wohl nicht zu bezweifeln. Wichtig ist, dass die soziale Mobilisierung nicht die Streifeier geht. Wichtig ist aber auch, uns erkennen, und das muss ich klar und deutlich sagen, dass die erste parlamentarische Mobilisierung ein entscheidender Faktor ist, für das sich überhaupt etwas ändern kann. All die Mengen der parlamentarische Weh für etwas zu ändern, länger durchgehen, irren sich schon noch immer geht an der Geschichte. Das, was die parlamentarisch machen kann immer ihre Fläse von dem, was gesellschaftlich Kräfteverhältnisse erlauben. Aber wenn die soziale Mobilisierung muss einfach ein Relief finden, wo Decisionen geholt gehen. Und das ist eine Challenge, die wir auch geholt haben, für an der Chamber Verlängerung zu sein, politische Verlängerung von den sozialen Bewegungen, auf die Trennung von sozialem und politischem abzuheben. Aber wenn die Linke fertig bringt, mit 2 Leuten an die Chamber zu gehen, hoffen ich, dass sie doch fertig bringt, für die erste parlamentarische Mobilisierung und Bewegung nicht zu vernachlässigen, weil das wäre entscheidend falsch, wenn man die ging vernachlässigen, weil die bestimmend bleibt, wie das man an der Chamber kann machen. Aber wenn sie an die Chamber könnt, und das ist auch ein Message, den man an den Sozialbewegungen müssen verteidigen. Wenn ihr diese gewisse Rapport Force geschaffen hat, dann ist es nicht für sich verstricken zu lassen, für sich mit abbauen zu lassen, dass der Kapitalismus soll normal funktionieren. Mit dann ist es für die Verfügungsgewalt von den Herrschenden, für die Konsequenzen attackieren. In dem Sinne ist es ganz klar, dass bei diesen Wahlen die Linke wird util ist. Das wird viel geschwärzt in der Geschichte über wird util. Nützlich fehlen, auch mal denken, wo ich nicht unbedingt 100% d'accord bin. Mir heißt es einfach klar, wird util, lenk wählen, hecht gene, die dort eine Option wählen. Und ich will etwas ganz klar sagen. Die Mengen, den Antikapitalismus zu Lützeburg gehen gestärkt gehen, durch dass die Linke mich schwer für, irren sich. Umgedreht aber auch, die Mengen gegen Dögo für die Linke zu stärken, für den Antikapitalismus zu Lützeburg mich stärkt. Wir irren sich auch, wenn man nicht fertig bringen, für die Debatte zu feiern, zu summen, klar und deutlich, über als Ausrichtung an den nächsten 5, 10, 20 Jahren bis zu der revolutionären Situation, auf die wir alle werden. Merci.